Es ist wieder so weit. Buffcrit laut meine Liebe mit dem Nico und mit mir, Gaming News Podcast von brack.ch. Und wir haben wieder spannende Themen für euch dabei. Einerseits werfen wir einen Blick auf Rise of the Ronin, ein Game, das frisch rausgekommen ist, beziehungsweise noch rauskommt. Wir werfen einen Blick auf Dorfromantik. Das kommt nämlich auf der Nintendo Switch raus als physisches Game. Und neuerdings als Boardgame gibt es Dying Light. Das hat in der Crowdfunding-Kampagne die Millionen-Dollar-Grenze geknackt. Am Freitag kommt außerdem Princess Peach Showtime raus. Das haben wir schon exklusiv dürfen anspielen und wir erläutern euch ein bisschen, was wir dort so Cooles machen können und erzählen von unseren Erfahrungen. Und Crit haben wir ausnahmsweise mal nicht, aber dafür noch ein bisschen laut. Darum herzlich willkommen und dann würde ich sagen, fangen wir an. Sali Nico. Buongiorno! Buonasera. Nein, das haben wir noch nicht. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Gut, also wir sind rum. Und Rise of the Steffi, Peach. Nein, Rise of the Rise of Ronin. the Peach, genau. Rise of Steffis Rise of the Peach. Also, gut. Ich würde sagen, am besten fangen wir jetzt gerade mal an. Nein, du sagst. Rise of the Ronin. Und warum ist Rise of the Ronin eine Empfehlung? Steffi, weisst es du? Ich kann mir vorstellen, es hat sehr gutes Gameplay. Ja, das ist Nummer eins. Es ist halt echt tatsächlich das, was Ubisoft mit Assassin's Creed noch nicht hergebracht hat oder nicht hergebracht hat. Und zwar ist es eigentlich Assassin's Creed Japan. Ist es Also es zur japanischen Feudalzeit oder wann spielt es? Genau, es spielt, spielt gross mit der Geschichte Japans, was übrigens der Entwickler, nämlich Team Ninja, schon immer gemacht hat, weil sie sind einfach richtig, richtig gut, wenn es um Japan geht. Sie haben nämlich die ganzen Nioh-Titel, du hast das nie gespielt, ich weiß, aber es ist Souls-like. Ja, aber also nicht, ich kenne es, aber ich habe es auch schon gehört, ja. Haben sie entwickelt. So, nice. Und also ich muss sagen, goddamn, es sieht richtig, richtig cool aus für ein Open-World-Spiel. Es hat diese Woche Release. Das heisst, ich bin vorher, nämlich selber noch ganz schnell schauen, wenn das rauskommt. Das Ding ist, ja, es hat mich ein bisschen angefixt. Also, ich würde mir selber kaufen. Ja. Ich habe richtig Lust gehabt und Lust bekommen auf das Game, weil ja, es kommt am 22. Kommt raus. Heute haben wir den 18. Das heisst, also es wird schon, am Freitag rauskommen, ja. Genau. Und ich denke, am Freitag werde ich mich probieren, dort reinzuhängen, wenn ich Zeit habe. Das heisst, ich werde auch keine Zeit haben, aber ich werde es sicher holen. Und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Es ist ein Open-World-Spiel im alten Japan zur Ende also gegen Ende der Edo-Periode, wo es sehr eine gewalttätige Zeit war, wo es sehr viele Samurai gegeben hat in Japan, wo untereinander blutige Kämpfe hatten. Grundsätzlich wunderschön gemacht, ultra gutes Kampfsystem, was man von Team Ninja einfach auch so kennt. Also die ganzen Nioh-Spiele etc., die haben alle so ein gutes Kampfsystem. Man hat verschiedene Kampftechniken, die man kann lernen kann, etc. etc. Es hat also es geht ultra tief in das ganze Samurai- und Ronin-Ding rein. Ronin ist übrigens ein Samurai, der verbannt ist worden. Einer, wo man hat quasi ins Exil geschickt und der ist ohne Arbeitgeber. Und die nennt man dann Ronin. Und also ein bisschen wie ein Söldner. Genau, ein Söldner ohne Auftraggeber. Also so wie ein Söldner im Exil quasi. Und man spielt eigentlich von Anfang an so einen Ronin. Und man erstellt aber am Anfang nicht nur einen Charakter, das ist noch speziell, man erstellt 2 Charaktere. Warum macht man das? Das ist, weil man auf dem Weg in dieser ganzen Story, in dieser Open World, ist es tatsächlich so, dass es eine kleine Geschichte hat und es geht eigentlich um ein Geschwisterpaar. Das heisst, man erstellt eben nachher der Brüder und die Schwester. Und irgendwann ist
in der Story innen wechselt man nachher den Hauptcharakter und spielt sie oder umgekehrt spielt er ihn. Also, das ist eigentlich noch recht cool. Speziell. Zudem kann man NPC-Charaktere rekrutieren, also Leute quasi auf dem Weg rekrutieren und mitnehmen und hat dann immer so ein Team von 3 Leuten, Hm. wo man kann, kämpfen mitnehmen und, das ist das Geilste, man kann untereinander, unter den Charakteren in Live-Action wechseln. Das heisst, du kannst Nee. von deinem Hauptcharakter zu einem NPC wechseln im Kampf und dann den weiterspielen und dann den dritten weiterspielen und quasi so wie immer switchen. Haben Und die auch unterschiedliche Fähigkeiten in ja, dem Fall? genau, natürlich. Okay, cool. Genau. Man kann, da komme ich jetzt gleich dazu, man kann verschiedene Kampfstile erlernen. Und je nach Kampfstil, je nach Boss braucht es einen anderen Kampfstil, um ihn zu besiegen. Oder er ist schwach auf den gewissen Kampfstil oder die gewisse Waffe. Oder? Und nachher kannst du ihn quasi so mit Kombos aus verschiedenen Kampfstilen kannst Bosse wie besser überwältigen. Also es ist dann sehr, sehr cool. Vielfältig und ich bin von Team Ninja selten enttäuscht worden. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich gesehen habe, dass Team Ninja das entwickelt. Wir haben ja letztem Podcast schon mal darüber geredet, die hat es mich schon ein bisschen angehypt, aber jetzt, wo ich Gameplay-Szenen gesehen und von Berichten höre von Leuten, die es gespielt haben, bin ich wirklich sehr, sehr angefixt. Ein kleiner Gimmick zum Beispiel, den ich jetzt gerade noch mal in einem Trailer habe gesehen, der mich aber abholt, weil für mich sind es aber, weißt, Steffi, sind so die kleinen Sachen in Games, Ja, wo die wenn man Liebe darauf zum Detail achtet, halt. Ja, genau, weil wenn man ja. darauf achtet, dann catcht mich das mega. Und es ist zum Beispiel so, dass wenn die jetzt einen Bogenschütz abschießt mit einem flammenden Pfeil Mhm. und du wehrst den ab mit deinem Katana. Mhm. Katana? Katana. Ja, man sagt aber Katana, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, du wehrst ihn ab mit deinem Schwert und der brennt. Das ist hure geil. Der fährt es an verbrennen. Dann übernimmst du quasi die Flamme und kannst dann mit einem flammenden Schwert reinhauen. Das Und ist richtig nice. das habe ich recht cool gefunden. Ja. Einfach, weil das mal etwas, ja, das ist einfach etwas, wo jemand ein bisschen weiter gedacht hat. Voll, das habe ich noch Und nie mitbekommen in einem Game, dass es das gibt. Das ist ja wirklich cool. ich glaube auch nicht. Und darum finde ich es, also es ist eben etwas Kleines, aber es ist für mich halt etwas, was es cool Es macht. ist Und game-changing eigentlich. Wobei, das hat ja, es doch sicher auch schon gegeben. vielleicht hat es das schon gegeben, aber ich habe es jetzt so noch nicht gesehen. Und darum hat es mich cool Stimmt. gedacht. Voll. Genau. Nice. Aber auf jeden Fall, ich bin angefixt. Hey, Rise of the Ronin, es holt mich ab. Es sieht cool aus, es hat eine riesige Story dahinter, auch noch mit eben, Invasoren von Europa, wo auf Japan kommen, mit sehr vielen detaillierten Sachen, die vielleicht geschichtlich nicht ganz übereinstimmen, aber es macht mega Spaß, die Kampagne durchzuspielen. Ich habe jetzt von vielen Berichten gehört, dass es wirklich überraschend vielfältig soll sein und viel Abwechslung bietet. Also von dem her, Von denen, die es hey, angespielt haben oder die schon vorab können spielen, Meinst ja, genau. Okay, Und darum eben, falls jetzt zum Beispiel gerade unsere PMs auch noch gerade am Zulassen sind, Rise of the Ronin, Gile, für mich ein Thema, hit me up in der, hä? You know what I mean? Und ja, so viel kann ich sagen, ich bin gehypt auf das Game, Steffi. Und ich merke glaube, es. mit dem Hype Schön. gehen wir gleich weiter in dein Thema. Weiter in mein Thema. Noch ein bisschen mehr Hype, meinst Ja, also ich würde sagen, also der Hype-Train verlieren wir jetzt sicher nicht. du? Nein, weil das ist ein Game, das ich selber nämlich auch hure gerne spiele. Es ist vom Genre her komplett anders. Ich habe auch schon ein, zwei Mal in den Early Times, hätte ich fast gesagt, darüber geredet gehabt. Im Podcast. Ein paar mögen sich vielleicht noch erinnern. Es geht um Dorfromantik. Machst du dich noch erinnern, Nico? Dorfromantik. Weißt du noch, um was es geht? Ja, das ist so ein mega entspannendes Spiel, wo man wie so ein Ja. Puzzle tut Dörfli zusammensetzt. Ich weiß genau, welches. Ja, sicher. Genau. Also Ja, du kommst so sicher. random so Hexagon-Kärtchen, also so sechseckige Kärtchen über Genau. mit verschiedenen Landschaften drum, also Stadt, Wald, Felder, See, also Wasser. Und du musst also musst eine Fläche füllen und dort, ja, je nachdem kommst du Punkte über und wieder, also je nachdem wie es zusammensetzt, ist es ein bisschen wie beim Domino oder so, kommst du Punkte über, wenn es matcht. Und je nachdem kommst du schon mehrere, also wieder neue Kärtchen über und du kannst eigentlich endless spielen, wenn du gut bist. Und wenn du nicht so gut bist, geht irgendwann mal Kärtchen aus. Und das ist halt ein Game Over. genau. Genau. Und
es ist wirklich, es ist eingeschlagen wie eine Bombe, das Game. Es war super schnell, super beliebt gewesen, wo du hast auch mega viele Freiheiten, also wenn du so im Kreativmodus bist oder so. Und auch, sie haben es echt mit mega viel Liebe designt. Es hat auch mehrere so also Gebiete, sage ich jetzt mal, von der Ästhetik her. Du kannst wie, also das Neueste, was sie rausgebracht haben, ist Sakura. Also die Bäume sind auch rosarot und die Häuser sehen ein bisschen aus wie so aus Japan oder so ein bisschen asiatisch angehaucht. Nice. Hure geil, ja. Und das Spiel war ja so erfolgreich gewesen, dass sie es ja dann als Brettspiel tatsächlich rausgebracht haben. Das haben wir, by the way, auch. Es gibt, also wir haben das bei uns im Shop, Dorfromantik, das klassische Spiel. Und es gibt es auch noch als Duell. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das muss ich zugeben. Das habe ich erst vorher gesehen, als ich es bei uns im Shop schnell suchen, für das ich es dann verlinken kann in den Shownotes. Und dann habe ich gesehen, dass es das auch als Duell gibt. Und ich dachte so, oha, interesting. Geil. Und jetzt das ist recht cool. Also man kann sich gegenseitig im Dorfromantik herausfordern. Ich weiß nicht genau, wie es läuft, die Duellversion. Vielleicht, dass man bei sich anfängt und dann irgendwie zum Gegner überbaut oder so. Weißt du, es ist nicht die physische Variante, es ist nicht digital. True. Das ist noch wirklich cool, dass es das gibt. Ja, voll. Und jetzt haben sie eben announced, glaube sogar gerade heute oder gestern, bin mir gar nicht mehr sicher, heute oder gestern haben sie announced, dass es jetzt auch noch auf der Nintendo Switch als physisches Game erscheint. Und das ist für sie natürlich ein mega Highlight. Also Tucana Interactive heisst es, also der Entwickler, der es gemacht hat, das ist ein kleines Indie-Game-Studio aus Deutschland. Also es ist aus Deutschland, aber der es hauptsächlich gegründet hat, der hat, glaube ich, in der Schweiz studiert. Ich habe mal mit dem geredet an Gamescom vorletztes Jahr ist das sogar noch. Ja klar, hat er in der Schweiz studiert. Also auf so etwas kommst du doch nicht in Deutschland. So ein gemütliches Game. Nein, ist ja, aber und ich habe einfach das ein bisschen vorstellen nochmal und das nochmal erzählen, weil ich es mega, mega cool finde, das Game an sich. Und ich auch finde, so Sachen darf man ruhig ein bisschen fördern, beziehungsweise ein bisschen Werbung dafür machen. Auf jeden Fall, ja. Also, ja, auf jeden Fall. Es ist ja einfach auch ein Game, das einem auch sehr hilft zu entspannen, glaube ich. Total, hey. Also, ich muss zugeben, ich habe eine Zeit lang, wo ich also das Spiel ist ja schon länger draussen, ich glaube sicher 4,5 Jahre oder so. Nein, 3,5 Jahre, hat jetzt jemand gesagt. Oder ein bisschen mehr als 3 Jahre ist es jetzt draussen. Und als es frisch ist rausgekommen, das war dann zu der Zeit, wo ich am Abend sehr, sehr, sehr spät bin heimgekommen, also nach Mitternacht meistens, vom Arbeiten her. Und es ist immer sehr, also es ist sehr actiongeladen gewesen, meine Arbeit dann. Und dann musste ich ein bisschen oben runterkommen, gell? Und das war das natürlich ideal gewesen. Dann habe ich auch meinen Laptop an den Fernseher angeschlossen und noch dort ein bisschen Dorfromantik gespielt. So, bis ich ein bisschen oben runtergekommen bin und dann konnte ich sehr gut runter schlafen, ja. Also, perfekt. Wenn ihr mal Bock habt, oder eben auch das Brettspiel, ich meine, das ist schon cool, eben so mit der Family oder so, könnt ihr ja mal schauen, ob es etwas für euch ist. Weil ich finde es sehr entspannend. Es ist sehr entspannend und sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Völlig. Auf jeden Fall. Und es gibt, by the way, nur 4000 Kopien. 4000. Oh, shit. Ja, das nur ist nicht 4000 Kopien vom Game. Das ist wirklich nicht viel. Ja, es kommt am 21. März, also am Donnerstag. Also wer unbedingt eins möchte, so als Hardcore-Fan, der muss schnell zuschlagen. Ja. Vielleicht haben wir es ja im Shop, wer weiß. Aber ja, durch das, dass der Sean in der Ferien ist, bezweifeln ich es leider. Tja, shit happens. Naja, so viel zur Dorfromantik Physical Release.
Okay, ja gut. Ja, dann würde ich sagen, Steffi, du bist ja unglaublich schnell unterwegs. Ich habe das Gefühl, Ja, es gibt halt heute leider gar nicht Speedtrain. wirklich viel mehr dazu zu erzählen, muss ich leider sagen. Ich rede dann Tipptopp, näher noch ein bisschen mehr. tipptopp. Das ist so das Ja, Thema, wo man viel darüber wir reden bleiben kann. gerade bei den Brettspielen, hätte ich fast gesagt. Also, Warum ist es eigentlich ist der eigentlich, Cyril nicht da, wenn wir über Brettspiele reden? Hure sich. das ist eine gute Frage, Ja? aber ich glaube, der hat hoffentlich zu tun mit der Organisation von der Fantasy Basel. Ja. Also sprich mit dem Stand und der Mhm. Einteilung der Leute. Initial Side-Eye. Und wir gehen jetzt gleich weiter zum nächsten Brettspiel. Und zwar hat Dying Light, was ja ein Game ist, wo ich das 1 und 2 habe angespielt Das ist doch hat das ein Brettspiel Zombie-Game, ne? rausgehauen. Hä? Das ist doch das Zombie-Game, ne? Ja, genau, Äh. das ist das Zombie-Game. Ja, genau, genau, genau. Und die haben ein Boardgame entwickelt und das hat auf Kickstarter tatsächlich jetzt die 1 Million US-Dollar Grenze knackt. Also wahnsinnig. Das One Es Million scheinen immer Dollar noch Baby. viele Leute genug Geld zu haben, um etwas Cooles zu unterstützen. Das ist super. Das Ganze wird von Glass Cannon und Techland entwickelt. Die haben dort auch die Lizenz bekommen von, lass mich lügen, ist es ein Ubisoft-Game, Dying Light? Ich bin mir grad nicht sicher. Ob Du es nicht, hä? fragst mir Sachen. Ja, 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 ja. Ist ja gleich auf jeden Fall vom Entwickler, haben sie die Lizenz bekommen und haben jetzt ein Boardgame gemacht. Die haben schon am Start, also als sie das haben gestartet, haben sie schon fast 500.000 Nein, nein. eingesammelt. Krass. Und die haben bereits die haben auch schon Brettspielumsetzung gemacht von Frostpunk. Das kennst du vielleicht auch noch, das Game, wo du musst Ja. schauen, dass deine Stadt nicht stirbt. Frostpunk. Und Ja, gut. Frostpunk ist noch ein bisschen krasser als du musst schauen, dass deine Stadt nicht stirbt. natürlich, Frostpunk ist ja natürlich. bei minus 40 bis minus 70 Grad Celsius musst du überleben. Also musst du dir eine Stadt aufbauen und dann musst du sie Ja, ja, genau. überleben. So, Ja, ja, das, genau, das genau, ist genau. sick. Ja. Es ist ein bisschen mehr, ich habe es mal angefangen zu spielen, weil es wirklich von vielen Leuten sehr, sehr gehypt ist worden. Und das Problem war einfach bei mir, es hat mich nie so in den Sog, also es hat mich nie so catcht, Frostpunk, dass ich irgendwie gefunden habe, mal, das muss ich weiterspielen. Vielleicht auch, weil es mir zu wenig, ich weiß doch auch nicht, es hat mir zu wenig, es ist dann blöd, aber es hat mir Action. zu wenig Action Ja, gehabt und aber es ist halt ein Städtemanagement-Spiel, bös gesagt. Es ja, ist halt mehr und irgendwie ist es so Entscheidungen schwierig. fällen. Ja, und irgendwie ist es Ist so nicht, extra ja, schwierig gemacht. es ist schwierig, es ist extrem düster, es ist brutal vor Mhm. allem, wo du zum Teil Mhm. wirklich gemeine Entscheidungen musst fällen. Also auch so Mhm. Das stimmt. Kinderarbeit oder du musst irgendwie, entweder du sagst, die Leute müssen Watte essen oder du tust ihnen einfach die Rationen streichen. Also es ist so, Ja, die fix Watte Leute, essen. Ja, vorhin zum ja. Mittag gerade Watte gehabt, ist ja richtig geil. Also auf jeden Fall. Ähm, Frostpunk, coole Brettspielumsetzung. Apex Legends haben sie auch gemacht. Und jetzt eben Habe ich gar Dying nicht Light. gewusst. Und Dying Light ist eigentlich schon voll finanziert mit 1 Million. Das ist mega, mega cool. So geil. Das Brettspiel natürlich befindet man sich aus, ich glaube, es geht bis zu 4 Spieler oder sogar mehr, wo sich auf dieser Map können in den, es gibt so wie Häuser, die man kann aufbauen kann und überall jetzt natürlich Zombies. Und das Ziel ist nachher, dass man sich eben quasi durch die Zombies durchkämpft und irgendwie von dieser Map entkommen kann. Und es hat natürlich eine offene Welt. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, wie im Game selber. Sicher sehr viel schwere Entscheidungen, die man muss treffen muss, Wege, die man sich muss bahnen muss, Zombies, die man muss können ausschalten muss. Und es ist so ein bisschen parkourmässig. Man muss schauen, dass man eben, je nachdem, wie gefährlich das Zombies sind, an denen vorbeikommt, über die Gebäude etc. etc. Also so richtig wie im Game. Und es sieht eigentlich aus wie etwas, was man gut am Sonntag oder am Samstagnachmittag einfach mal herhocken mit den Kollegen und einfach zocken Ich und eine wollte gute gerade Zeit haben. sagen, es sieht vor allem aus, als würde es irgendwie 8 Stunden gehen oder so. Ja, also gute Boardgames, man sagt ja gegen, oder ich sage ja gegen, ich oder Neuzeitpoet sagen ja gegen, bei guten Boardgames und guten Kartengames vergisst du die Zeit einfach. Weil Ah ja, dann weißt, definitiv. dann merkst du wie nicht, dass die Zeit vorbeigegangen ist. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn Mhm. ich jetzt eine gute Partie Magic spiele, Commander, dann vergehen mal 3,5 Stunden und irgendwann fangen wir dann so anfangen realisieren, yo, es ist irgendwie 9:30, Giele, was ist das?
Aber wenn es halt so viel Spaß macht, es ist wie mit allem im Leben, dann Ja, muss fix. es gut sein. Völlig. Ich meine, das ist ja auch bei einem guten Game so, wenn du die Zeit aus den Augen verlierst. Also das ist Genau, ja eigentlich das, was man will in einem Game. genau, Sind wir genau, ehrlich? genau, genau. Dann catcht es dich, dann bist du im Flow, also du bist in der Story in, du bist im Gameplay in, du bist auch wie im technischen Flow drin, weißt du, also in den Mechanics drin, dass es wie intuitiv funktioniert. Du musst nicht Mhm. zu viel überlegen, aber es hat auch nicht so viel Frustfaktor, dass es dich immer wieder raushaut oder eben gerade so viel, dass du dich dermaßen musst konzentrieren, dass eben so richtig dich nur noch auf das fokussierst und dann alles um dich herum vergisst. Das macht für mich ein Genau, gutes Game aus, ja. Natürlich genau. nebst der geilen Story, ja. Das ist genau richtig. Das ist So genau richtig, cool, so wie hä? du das sagst. Ja, und darum, eben, hyped auch dort, cooles Mm, Boardgame. Schauen wir mal, was dort rauskommt und wie sich voll. das entwickelt in der Zukunft. Und somit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Heute wirklich ein sehr, sehr schneller Podcast. Wir haben paced, aber das ist super. Ja, wobei man muss Steffi. aber auch sagen, abgesehen von den paar Games, die einfach gerade alle gleichzeitig, also wirklich literally gleichzeitig rauskommen, also wir stellen Mhm. dann bei Loot dann noch ein paar Games vor, die alle am 22. März gefühlt rauskommen. Oh, Also so wie ja. auch jetzt das nächste, Princess Peach Showtime, Oh, das kommt ja, auch ja, am ja. 22. März, weißt du? Nein, wirklich krass. Ja, sie kommen alle diesen Freitag irgendwie gefühlt Der raus. Freitag, ja. Diesen Ja gut, ist Freitag. ein geiles Datum auch. 222. 22.03. Ja, ja, 2203, why ja, not, weil es why 22, not, ja, vielleicht, why keine not. Ahnung, da Angel Numbers, Zeug, ich weiß doch nicht. Glaubst du Oh, an Angel oh, Numbers? Ist das oh, dein Ding? ja, schon ein bisschen. Also, Wirklich? ich sehe immer extrem viel, von dem her ja, ein bisschen schon, Ah, muss ich krass, schon okay, zugeben. okay. Also das ist jetzt etwas, wo du, okay, krass, 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 krass. Ey, ganz ehrlich, ich muss hier schnell einen kleinen Abstecher machen. Ich habe Mhm. letztens ein sehr verspätetes Geburtstagsgeschenk bekommen, mit einem Tarot-Kartenset, gell? Und jetzt Mhm. lege ich ab und zu eine Tarotkarte für mich. Es ist schon sehr interessant. Ja, ja, Okay, okay, also spannend. Find das ich ist, cool irgendwie. ich habe mal, mit mir hat mal jemand so eine Beziehung beendet. Hm? Mhm, ich habe mal, Okay, Moment, ich noch müsste back schnell in the days. Moment schnell. Gaming News Podcast Break. Jetzt musst du mir das schnell erzählen. Ja, das ist Oder recht, uns. also ist nicht lustig gewesen für mein damaliges, Das glaub ich. ich bin damals, was bin ich gewesen? 20, 19, 20 oder so. Mhm. Oder 18 sogar. Nein, 19, 20, glaube ich. Also, wir sind heute sehr, sehr gut befreundet, weißt du, wir sind dann irgendwie zwei Wochen zusammen gewesen oder so. Aber sie hat quasi mir irgendwie gesagt, eben, dass es nicht geht und wir nachher, und ich weiss noch, es ist auf einer Brücke passiert, wir haben jetzt auf einer Brücke getroffen Immer, und immer eine gute Location zum Schluss machen. Eine Brücke. Und sie hat mir quasi so eine Tarotkarte in die Hand gedrückt. Und ich weiß nicht mehr, was ihre Worte waren, aber ich weiß noch, die Tarotkarte war das Wheel of Fate. Gewesen. Okay. Also das Schicksalsrad. Mhm. Und hat mir mehr wie quasi gesagt, ja, eben, dass wir uns getroffen haben, ist Schicksal gewesen, aber dass wir jetzt wieder müssen auseinandergehen, ist auch Schicksal. Irgend so etwas. Was eben Also, ein Wheel ist, weißt du? okay. Du, Tarotkarten sind zum Interpretieren recht frei, also von dem her Ja, genau, darum bin ich einfach traumatisch, also bin ich mit traumatisiert. traumatisiert. Okay, okay. Von Tarotkarten, genau. Also, weil das Easy. bei mir nicht so ein schönes Erlebnis hat ausgelöst damals. Mhm. Aber heute bin ich natürlich darüber hinweg und kann darüber lachen. Aber wo du das gesagt hast, ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Entschuldigung für den Trigger. Tut mir leid, dass ich dein Trauma wieder Hey, hervorgeholt alles gut, no worries, alles gut. Okay, bin ich froh. Nein, es ist wirklich, eben, um den Abstecher nochmal schnell zu schließen, finde ich tatsächlich irgendwie noch interessant. Vor allem, weil es lässt viel Raum für Interpretationen offen. Von dem her, ja, man kann sich ja wie selber entscheiden, ob ich es annehmen oder nicht. Das finde ich noch chillig, finde ich noch cool. Es gibt immer so irgendwie so Aber Gedankenanstöße, weißt du? Das finde ich sehr jetzt muss ich spannend. gleich schnell wissen, Ja, erzähl. hast du die direkten Meanings? Die Meanings können ja immer anders sein, oder nicht? Also
du hast 78 Karten und jede Mhm. Bedeutung ist, also jede Karte hat eine andere Bedeutung und je nachdem, ob sie aufrecht oder umgekehrt ist, hat sie auch nochmal eine andere Hat sie nochmal eine andere Genau, Bedeutung? Okay, also okay. ja, eigentlich hast du 78 mal 2 verschiedene Bedeutungen, ja, genau. Okay. Und wenn jetzt, mir kommt, sorry, ich muss schnell fragen, mir passiert schnell. Alles Weil gut. es gibt so einen alten James Bond-Film. Weißt du welchen? Nein, es gibt viel. Wo, es gibt so einen alten James Bond-Film, vielleicht weiss Chat oder Zuhörer, welchen das ich meine, wo sie eine dabei ist, wo wie dort entführt ist worden und sie ist so ein Medium und sie Ja. legt immer so Tarotkarten für den Bösewicht. Mhm. Sie ist so wie sein Orakel und Mhm. sie muss ihm immer die Karten legen Mhm. und tut ihm quasi immer seine Zukunft voraussagen. Weil das ist so abergläubiger Bösewicht, der immer wissen was seine Zukunft ist. Und Geil. dann kommt natürlich der James Bond auf die Insel Mhm. und dann legt sie zufälligerweise die Liebenden, oder? Einfach so. Und ist hure überrascht, wieso sie jetzt das leidet, oder? Mhm. Aber jeder weiß natürlich schon, Ja, James Bond ist natürlich. Ja, ja. weißt du nicht mehr. Ah. Das Geil. muss man sich wirklich auch überlegen, wie geil die Filme eigentlich waren. Der Dude ist einfach wirklich. Der hat nicht nur einfach irgendwie jede Mission dort ohne Nein. Probleme erledigt, er Nein. hat auch noch jede Jede Frau Frau ohne Problem flachgelegt. flachgelegt. Ja, das ist so. Das ist einfach genial. Oh Mann. Ja gut, lassen wir das. Ja, ja. Lassen wir das. Noch mal schnell sagen, ich finde es vor allem interessant, also die Tarotkarte finde ich vor allem interessant, weil sie einem auch immer mal wieder einen neuen Denkinput geben. Das finde ich nämlich spannend. Weißt du? Ja, das finde ich Das cool. ist das, Also was interessant ist. ich finde, weißt du, ich meine, wenn spirituell, dann schon Gut, das ist schon schon richtig. esoterisch. Also das hat mit Oder Spiritualität esoterisch, nicht ja, so okay, viel zu tun. Das ist esoterisch. Ja, okay, Ja, esoterisch. Von mir aus. muss ich schon sagen. Das ist schon eher esoterisch als spirituell. Ja, aber es ist gleich ein Glauben an etwas Ja, auf bit jeden Fall. different, so. Ja, Weißt du, nicht das auf mehr. jeden Fall. Aber es ist auch sehr interessant, wenn du innerhalb von 3 Tagen, also ich habe an 2 verschiedenen Tagen habe ich zweimal die gleiche wie Frage gestellt und habe zweimal die gleiche Karte gezogen. Das ist auch sehr interessant. Also schaff das mal, bei Ja, 78 Karten genau, zweimal die so fast gleiche. nach, so, aber so Zweimal fast die nachher gleiche einfach dran Karte, glauben. Ja, zweimal ja. die gleiche Karte zu ziehen für die gleiche Frage. Es ist so, okay. Und zwischendrin habe ich einfach eine andere Frage gestellt. Es ist kurios. Hey, Kurios. mir musst du gar nicht fragen. Also Willst du mal Karten lesen, Nico? ich habe immer so Begegnungen in meinem Leben, Mm. wo ich das Gefühl habe, das Schicksal spielt einfach mega gern mit mir. Oder der Zufall, oder nenn es wie du willst. Aber immer dann, wenn ich zum Beispiel Personen lang nicht mehr gesehen habe, und er schreibt mir oder hat mir irgendwie durch ein Bild Kontakt oder auf Social Media und so, dann siehst du sie auf einmal am gleichen Abend in der Stadt. Speziell. Oder du hast irgendwie gerade, keine Ahnung, eben, eine Beziehung ist gerade durchgegangen und du Per hast die Person Zufall taucht Ewigkeiten eine nicht mehr neue gesehen. Person. Und nein, und nachher hast du wie soll ich sagen, dann siehst du wie eine Person, die du auch schon lange nicht mehr gesehen hast, aber die mit dem wie zusammengehangen ist und er ist, keine Ahnung, deine Ex-Beziehung auf einmal auch dort, am gleichen Ort Okay. und Weird. das ist so weird. Also ich habe wirklich jede Konstellation von diesem Zeug schon mal erlebt und immer so, als habe ich mir so gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Das ist schon sehr speziell. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weißt du, Also was ich meine? Nico, du kommst mal zu mir Karten lesen. Ist gut. Machen wir. Ich nehme sie Oder Bern ist einfach ein Dorf. Vielleicht ist so das. Ja, das gut, kann auch fair. sein, ja. Das kann auch Gut, fair. sein. Ja, Auf fair. jeden Fall. Gehen wir zurück Ja. zu den Games. Tun wir Ja. machen wir Klammern hier wieder zu. Und gehen zurück zu den Games. Und zwar haben wir noch ein Game, wo ich nochmal darüber reden möchte. Wo auch am 22. März rauskommt, also auch der Februar, genau, der Freitag. Der Februar, genau. Hure gut, Nice. Ja. Nice, Steffi. Genau. Und zwar ist das Princess Peach Showtime. Wir haben das sogar können anspielen, der Nico und ich. Exklusiv. Danke noch einmal, Nintendo. Yes, hure cool gsi. Wir haben 4 Levels, sind das glaube ich, können anspielen.
was haben wir gehabt? Wir haben das Cowgirl gehabt, Patisserie, Schwertkämpferin, Genau. Ninja und der Ninja, genau. Und Ninja, ja, genau. Also für die jetzt verwirrt sind, es ist so. Also bei Princess Peach geht es darum, dass du als Peach, also als Prinzessin, in ein Theater eigentlich gehen und dann per Zufall zu dem Zeitpunkt, wo wir im Theater eintreffen, taucht eine Bösewichtin auf. Und zwar die Schurkin Grape nennt sie sich. Und die Sour Bunch, also die Sauertruppe auf Deutsch. Und die tun das Theater sozusagen in Beschlag nehmen. Das Funkeltheater heisst das. Genau. Und alle Theaterstücke, also jeder Raum ist wie ein anderes Theaterstück. Und sie wie halt infiltrieren. Und es gibt eine Begleiterin, die man hat, also die Peach hat, die Funkelfee Stella, also es ist eigentlich wie ein Mesh, also so eine Schleife. Und man tut die verwandeln. Mit der kannst du ein bisschen kämpfen und die tut die auch verwandeln. Eben in die verschiedenen Figuren, in die verschiedenen Rollen, die es braucht, um die einzelnen Theaterstücke zu retten. Und jede Verwandlung, also mit jeder Verwandlung hast du andere Fähigkeiten. Und das finde ich mega cool. Das hat auch richtig, richtig Spass gemacht. Du magst dich sicher noch daran erinnern, Nico, wo wir das gespielt haben. Es ist schon witzig, aber das ist so immer etwas anderes. Also es ist nicht hure anspruchsvoll, weißt? Aber du kannst irgendwie immer etwas anderes wieder machen. In jedem Raum, wo du bist, jedes Theaterstück, das du betrittst, hat gleich auch wieder so ein bisschen seine eigenen Techniken, sage ich jetzt einmal. Und seine eigenen Skills, die du musst ausprobieren und beherrschen. Und natürlich hat es auch wieder Sachen wie, also so Sammelsachen, also du kannst in jedem Level, also in jedem Raum, in jedem Theaterstück, kannst du auch wieder Sterne sammeln, je nachdem, oder auch Münzen. Und je nachdem, wie vollständig das ist, kommst du Dings über, so kleine Accessoires oder dein Kleid hat einen anderen Print oder das von Stella hat eine andere Farbe oder so. Also ein bisschen, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber so ein bisschen Mädchenkram. Aber es ist eigentlich auch schön. Ich finde es mega so wholesome irgendwie. Es hat ein bisschen Action. Also ich finde, es hat für jeden Geschmack irgendwie etwas dabei. Ich meine, wir haben ja das Cowgirl-Dings gespielt und das ist ja eher ein bisschen actionreich. Und auch die Schwertkämpferin und auch der Ninja. Und es gibt ja noch andere. Es gibt auch Detektiv, es gibt es gibt Kung-Fu-Meister, gibt es auch noch. Aber es gibt ja auch wieder eine Eiskunstläuferin oder eine Mermaid, wie sagt man, eine Meerjungfrau. Genau. Du kannst auch eine Diebin sein, weißt? Also es ist mega viel unterschiedlich. Also das finde ich echt cool. Ja, dass du dort so in mega viele verschiedene Rollen kannst schlüpfen. Das ist ziemlich cool, wirklich Superheldin gibt es, by the way, auch. Mighty Kung Fu Peach. Ja, und Mighty Peach gibt es auch. Und Mighty Peach. Ja, sehr, sehr spannend, ja. Also meine Favorite haben wir nicht können spielen, das wäre Kung Fu Peach. Aber, ja, habe ich mir gedacht. aber da kommt noch einiges wenn es rauskommt. Das wird, ich muss ganz ehrlich sagen, die Zielgruppe ist jetzt klar nicht meine, aber für das sie eigentlich eine Zielgruppe ansprechen, die, sagen wir jetzt einmal, keine Ahnung, von was soll ich sagen, von 12 bis Steffi geht, ist es meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut aufgelöst. Schon spielen. Also es ist vor allem, ich glaube, das kannst du mega gut mit deinem Kind spielen. Ich finde auch, du kannst es mit deinem Kind spielen, Steffi. Als Bub, finde ich, kannst du es auch spielen. Also, ich finde, es ist nicht ausgerichtet auf nur Mädchen. Ich finde, es kann auch für Buben spannend sein. Nein, also das gibt es ja heute eh nicht mehr. Das ist ja schwierig. Das darf man, darf man nicht mehr so definieren. Das ist so, ja. Und ja, also... Ich freue mich extrem. Ich streame es ja den Freitag. Ich kann es anstreamen, also anspielen. Also, ich habe es ja schon angespielt, aber ich tue es für euch nochmal anspielen. Beziehungsweise ich komme ja dort Full Version über. Und, ja, aber das ist cool. Also das ist cool. Natürlich. Du bekommst die ganze... Genau. Und ich komme auch... darf an dieser Stelle glaube ich sagen, ich komme noch ein zweites Game über. Aber Oha. Ja, und es gibt wieder eine kleine Verlosung. Also die auch gerne Princess Peach hätten als Game, die können super gerne am Freitag in den Stream kommen zuschauen.
von der Zeit her muss ich noch schauen. Ich glaube, ich fange um 1 an. Das Mal. Ich muss am Abend eben weg, darum muss ich ein bisschen früher anfangen. Aber ich tue dir auf jeden Fall noch Bescheid geben auf Discord, wenn sie genau live gehen. Cool, ich freue mich. Mhm. Einschalten, Freitag, hä? Yes. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr Princess Peach Showtime gewinnen. Oder ihr könnt natürlich alternativ auch einfach schon mal die Demo spielen. Es gibt im eShop, im Nintendo eShop, könnt ihr die Demo gratis abladen. Dann könnt ihr es schon mal anspielen. Ah, nice. Nico, wenn du dir irgendeine Rolle könntest auswählen, also jetzt nicht nur von Princess Peach, sondern grundsätzlich, was wärst du? Grundsätzlich eine Rolle? Ja, irgendetwas. Irgendetwas? Dann wäre ich, glaube das ist noch schwierig. Das würde ich mir echt für eine Rolle zu. Es gibt mega viele Möglichkeiten, aber ich denke. Ich würde mir auch schon irgendetwas mit Kampfsport. Ja. Würde mir auch der Muay Thai Fighter zulegen. Geil. Ja. Ich würde auch der Muay Thai Fighter. Oder der irgendetwas mit Parkour. Parkour, ja, das ist auch immer gut, das stimmt. Das ist witzig. Ja. Genau. Ja, ich habe mir so überlegt, ich wäre tatsächlich, glaube ich, würde mir so eine Astronautenrolle zulegen. Oder einfach Pilotin. Also so für Flugzeuge. Oh, Pilotin, Achtung, ja, Achtung. Pilotin, ja. Und du kannst aber das selber fliegen, also bei dir setzen wir nicht. Ja, das würde ich machen. Ja. Kampfjet-Pilotin. Ja, wollte als Kind Kampfjet-Pilotin werden, also von dem her. Ja. Haben wir nicht schon mal über das geredet? Oh, jetzt ziemlich sicher. Dass mein kleiner Bruder das fast gemacht hat. Bin fast ein bisschen neidisch. Auf jeden Fall, ich freue mich mega auf Princess Peach. Ja, und ich würde es sicher auch so spielen. Also, auch wenn ich es nicht müsste streamen, hätte ich fast gesagt, nicht dürfte ich streamen. Und dann würde ich spielen, glaube ich. Einfach, weil es ein mega chilliges Game ist. Also, es ist nicht Baby-Game, überhaupt nicht. Es ist schon ein bisschen Ist nicht Baby-Game? Nein, ist nicht Baby-Game. Du weißt, von was ich rede, Nico? Ich weiss, von was du sprichst. Ja, genau. Wenn man gewisse Sachen muss wiederholen muss, weil die Skills einfach nicht länger. Nein. Hey. Ich weiss nicht, wir gar nicht erst davon anfangen. Ich bin auch richtig schlecht gewesen, muss ich so sagen. Also ich rede von dir, ja. Ja, du bist auch schlecht gewesen, Mann. Ja. Hallo. Ja, Beweisvideo, ja, dass du richtig schlecht bist. Das stimmt. Genau, yes. Das ist Princess Peach, freue mich mega. Ja, Freitag streamen. Geil. Yes, das wird gut. Das wird wirklich gut. Und ich würde sagen, dann sind wir ja eigentlich schon beim Loot angekommen, weil Crit haben wir gar nicht. Ja, genau, wir haben gar kein Crit-Thema. Aber das kann es ja auch geben. Also ich meine, das ist ja nichts. Ich sage jetzt mal. Ja. Ja, manchmal ist es halt einfach so. So wie da, ja. Das kann es auf jeden Fall geben, ja. Hey, da nicht frech werden, hä? So, jetzt das. Nicht, alles in Ordnung. So. Also, yes. Und zwar haben wir jetzt, also ja, kommen wir zum Loot. So, kommen wir zum Loot. Ja, also. Genau. Und zwar haben wir ein paar neue Games im Shop, die teilweise gar nicht so neu sind, wie zum Beispiel Broforce. Broforce ist ja wirklich kein neues Game. Ja, Broforce so gern. Aber es gibt es endlich für die Switch. Wie cool. Nice. Ja, jetzt kannst du es auf der Switch spielen. Und das ist wirklich witzig, wo ich habe es ab und zu mit meinen Kollegen gespielt auf Steam, aber es ist halt auch nicht das Gleiche. Und ich hoffe schwer, es ist, also hier steht bis zu 4 Spieler und ich hoffe wirklich, das ist nicht online, sondern Couch-Coop, hä? Also es muss ja Couch-Coop ja, sein. das ist, ja, sicher. Wo ist es ja, sicher. Enttäuschend. Ja, aber sicher. Nein, da musst du keine Angst haben. Also es ist so, Nein, es ist eigentlich so ein richtiges, also eigentlich längst du an den Kopf bei diesem Game, es ist ein bisschen super blöd. Du sprengst einfach alles in die Luft und es hat auch Friendly Fire und ja, das, ich weiß. Es ist grossartig. Es ist wie Worms, aber irgendwie, eigentlich spielst du miteinander, aber es ist gleich wie Worms irgendwie. Oh. Ja. Oh, es ist so ein bisschen gängig gegen NPCs, aber es ist halt wirklich Friendly Fire, kann alles
kannst alles in die Luft sprengen. Ist Kann alles in die grandios. Luft jagen, genau. Und die Themen sind sehr, sehr lustig. Also es gibt anstatt der Bruce Lee gibt es den Broly. Ja, Es gibt wer gibt's? Der von Blade, der Dude, der Arnie gibt's. Zweimal, glaube ich sogar. Robocop gibt's. Der heisst, das ist glaube ich, aber Bro-Cop Robobro. oder so. Oder Oder Robo-Bro. Bro-Cop oder Ja, so. ja. Und das ist Also wirklich so alle Namen lustig. sind mit Bro, sagen wir es Ja. so. Ja, also wirklich grossartiges Spiel. Ja. Kann man durchaus empfehlen. Und das haben wir schon, also es gibt es schon im Shop. Das kann man schon bestellen. Darum also ja. Oh, es hat einen Level-Editor sogar. Okay, that's new. Aha, das ist Geil. neu. Ja, ich würde sagen, das ist neu. Das sehe ich zum ersten Mal. Das Mega ist geil. wirklich neu. Ja. Das ist noch cool. Ja, sehr, sehr cool. Krass. Mhm. Also, grosse Empfehlung von uns beiden tatsächlich, das Spiel. Ja. Kann man sich gönnen, ja. Kann man sich wirklich gönnen, Ja. ja. Nein, was auch schon draussen ist das neue Lawn Mowing Simulator. Also, Oh, wow. Was ist denn das? Rasenmäher-Simulator. Ey, Rasenmäher-Simulator, hä? Grossartig. Grossartig. Ja. Grossartig. Also so etwas möchte ich einfach auch jedem empfehlen. Mhm. Wenn ihr mal das Gefühl habt, hey, jetzt muss ich am Sonntagmorgen schnell meinen Rasen mähen. Nein, also Nico, du verstehst das, glaube ich. Also, hast du schon mal so einen Simulator gespielt? Nein, jetzt lass doch schnell. Okay. Wenn du das Gefühl hast, du musst am Sonntagmorgen die Rasen mähen, dann nimm doch lieber das Lawnmowing-Simulator-Ding für und meine doch virtuell. Weil dann gehst du schon nicht deinen Nachbar auf den Sack mit dieser komischen Aktion. Ja, voll, also völlig. bitte. Ja. Einfach mal ein bisschen Ja. überlegen, vielleicht mal einfach ein Game spielen, statt die Leute zu nerven. Völlig. Aber das Ding ist, es geht halt in die genau gleiche Richtung wie zum Beispiel Powerwash Simulator. Das ist ja auch so grenzgenial. Nein, also es macht halt Grenzdebil, Spaß. hast du Nein, gesagt. grenzgenial. Und es ist so Ja. simpel eigentlich, aber so entspannend. Dude. Oder hast du Dude. Hausflipper gespielt? Nein, ganz ehrlich, auch Hausflipper. Bei Hausflipper gibt es ein Garden DLC. Und da kannst du auch Rasen mähen. Und es ist so entspannend. Das ist grossartig. Das haben wir übrigens auch schon im Shop. Ist an Lager. Okay, geil. Ja. Nein, was noch nicht an Lager ist, das kommt unter anderem eben erst ab 22. März, wer hätte es gedacht, ist Taxi Life. He? City Driving Taxi Simulator. Life. Mhm. Also auch wieder ein Simulator. Heute haben wir sehr viele Simulatoren. Da kannst du Ja. Taxi-Simulator spielen. Ich Okay. meine, es ist wie GTA für die Anständigen. Für GTA, wie GTA für die sich an die Regeln halten wollen. Perfekt. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Also, GTA für etwas- die Anständigen. finde ich Ja, gut. sind wir ehrlich. Das ist doch super. Also die Freude daran haben, Menschen nicht umzufahren, sondern umzufahren, die sollen sich lieber Taxi Life holen als GTA. Ja, perfekt. Was willst du mehr? Du hast völlig recht. Holt nach Taxi Life, wenn ihr findet, GTA ist mir zu wild. Ja. Das ist für die Anständigen. Genau, ist für die mit Sinn und Moral. Oh, sehr gut. Ich habe übrigens auch noch eine kleine Was? Überraschung hier. Warte, ich bin noch nicht fertig. Aber ja, Aha, erzähl. mit dem Loot, ja, nein, Ja, sag nochmal. nein. Nein, mach du zuerst Ich fertig. komm. mache fertig. Also, Ja, genau. mach fertig. Es gibt ein neues Hab ich South Park Game. Kommt auch, Mhm. guess when, am 22. März raus. Perfekt für im Sommer, Snow Day. Ja, ja. Don't know why, aber ja, es spielt im Winter und es ist ein Game, das im Frühling released wird. Because why not? Because Kann why man- not? kann man Das ist machen. South Park. Ja, kann man machen. Und ja, es ist ein South Park Game. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Es ist Koop. Ja. Es ist Koop. Von dem her sicher auch noch ja, ein Grund mehr, um mal wieder in ein South Park Abenteuer zu stürzen. South Park ist halt schon Ja, immer grandios. Das klingt sehr geil. Ja. Klingt sehr nice. Ich habe South Park sehr gerne. Früher viel geschaut. Es ist vor allem, also, Einfach. ich muss zugeben, nicht immer. South Park ist entweder hure geil, weil es gesellschaftskritisch ist,
und viel gesellschaftskritische und politische Themen anspricht. Und auf der anderen Seite ist der Pipi-Kaka-Humor, den ich gar nicht ausstehen kann. Das ist halt so. Entweder das oder das. Aber es ist so. Das stimmt, so, das Es stimmt. ist selten mal eine gute Mischung. Das stimmt leider, da Ja. stimme ich dazu. Mhm. Aber es hat halt auch sehr, sehr gesellschaftskritischen, coolen Humor, von dem her Ja, finde ich es auch das, sehr ja. cool. Ja. Jetzt muss Ja, ich immer noch schnell, nicht eben, ich habe fertig, wirklich... Du bist immer noch nicht Nein, fertig? ich bin immer noch nicht okay, fertig. schön. Weil ich habe... Ähm, Also es kommt beide am 22. März, einfach, dass ich es gesagt habe. Und jetzt noch mein letztes Game, das ich vorstellen will, ist wieder ein Simulator. Nice, also Und zwar let's go. der Bausimulator. Der Okay. Bausimulator, ja. Über 70 Baumaschinen. Geil. Ich bin nicht so Nein, der Baumaschinen-Fan. Bausimulator. Ja, der Bausimulator. Auf den habe ich so lange gewartet. Über Mit den 70 geilen Baumaschinen, Bagger. Fahrzeuge, Ja. LKW, Zusatzgeräte. Grossartig. Ja, also... Ja, also da kann man den anbaggern. Sonst im da Real kannst Life du vielleicht baggern. weniger, Mhm. aber hier anbaggern erlaubt Jungs, Mädels, Bausimulator Gold Edition Ja, also ganz mit ehrlich... dem Ich Premium muss Cat sagen, jetzt, Schuffler. ganz ehrlich, nicht gut. Also wirklich mal Ja. ganz kurz schnell serious. Ich finde es Ja. mega cool, Also dass es so Butter bei Sachen die gibt. Fische. Ich finde es richtig geil, dass es so Sachen Mhm. gibt. Ja. Ich finde es cool. Ich frage mich Ja, aber das ist manchmal auch so ein bisschen, ob das wie so Games sind von der Lobby, weißt du, so von der Baulobby und so von Fix. der... Baulobby hat Ja, das, und ja, so oder Landwirtschaftssimulator und so, weißt du? So, auch ist das, sogar, das sind doch alles so ich würde sogar Lobby-Games sagen, oder so. Illuminati auch sogar. Oh, jetzt kommen wir aber ins Gefühl. Also, am 4.4. Je nachdem, ob du Pyramiden kannst bauen oder nicht. Ich glaube, es geht eher um Häuser und so. Also eben, wenn am ihr 4.4. Steffi wollt anbaggern, treffen sie einen Bausimulator. Dann könnt ihr das... Nein, auch dann bitte nicht anbaggern. Aber danke. Am 4.4. ist es available. So, ich habe gesprochen. Jetzt darfst du mit deiner Überraschung kommen. Also, warte schnell. Für das muss ich schnell... jetzt wird schnell... jetzt machen wir schnell... It's a kind of magic. So. Jetzt hat die Kamera ausgestellt, warum auch immer. Bei Darkroom. Gell? So, Ah. und zwar Superclub. habe ich mir etwas gekauft. Ist noch Bei eingepackt? uns bei brach.ch. Es ist noch ganz neu. Aber das ist ein verpackt. Brettspiel. Das heisst Superclub. Jetzt ist es natürlich gerade gespiegelt. Mhm. Aber Das ich habe... Fußballmanager-Brettspiel. Genau. Ich habe mir mal etwas gezogen, wo ich mit meinen Fußballjungs kann zocken. Mit den Jungs, die ich mit denen, ich bin aufgewachsen, die aus meinem Quartier. Wir haben immer zusammen Fußball geschaut. Und dann habe ich das gesehen bei uns im Sortiment und ich habe gefunden, hey, das wäre doch eine coole Art, Revival zu machen, von quasi, dass wir uns wieder treffen und das Boardgame zusammen spielen. Mega cool. Was hat es so für Fußballvereine drin? Hey, ganz ehrlich, Ist jetzt am Deutschland? Anfang hast du wirklich so, Ist Deutschland oder Schweiz? nein, es sind so, schau, es sind so simulierte, einfach, die gibt es gar nicht richtig. Also das ist echt zum das Game mal lernen, aber nachher kannst du dir Expansions holen mit Liverpool, Man United, Man City, es gibt ganz viel. Also du kannst dir weit Expansions von richtigen Clubs kannst du dann dazu holen. Und das ist eigentlich recht cool, weil Richtige Cash-Cow. es geht so darum, eben wirklich, weißt, es gibt dann auch wie ein Transferfenster und du kannst nachher Spieler verpflichten, etc. etc. Für die Leute, die gerne Fußball haben, ist es, glaube ich, mega spannend und cool zum Spielen. Und man muss sehr schnell Entscheidungen können treffen, aber die Entscheidungen, die man trifft, müssen halt weitläufig und nachhaltig sein, weil man halt der Fußballmanager ist. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren und dann habe ich mir das bestellt. Yes. Cool. So. Gibt es bei uns im Shop, natürlich. Da. Sehr nice. Ja, cool, lässig. Kannst du mir dann noch den Link schicken, dann tue ich es auch noch verlinken. Ich kann dir den Link schicken, ja, auf jeden Fall. Das mache ich. Und beziehungsweise, wir machen es anders. Du kannst ihn gerade in unserem File einfügen. Das hilft mir noch viel mehr. Okay, ja. Wir haben einfach ein File. Wir haben ein gemeinsames File, ja, wo wir drin arbeiten.
Gut. Dann würde ich Ja, sagen, das wär's dann gewesen von meiner das Seite. gewesen. Super, wunderschön. Merci vielmals für den Dreischiss. Ja, ich dachte noch schnell, warum nicht? Nein, super, ich finde es grossartig. Danke vielmals. Okay, gut. Kein Problem. Alles Hey, ich gut. wünsche euch allen einen schönen Rest und dann sehen wir uns Mhm. ja am Freitag oder das nächste Mal in 2 Wochen. Nein, Moment, Korrektur. In 2 Wochen ist nämlich 1. April. Das ist Ostermänti, dann gibt es keinen Oh Podcast. ja, stimmt. Keine Podcast, meine Lieben. Wir Stimmt, skippen einmal. stimmt. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Ah. Mir gesagt. Ja, es ist so in 4 Wochen. Ja, Ja. aber so ist es. Mit dem müsst ihr dealen. Yes. Und Gut. dann kommt der Glied Faba. Oh ja. Aber bis dahin geht es noch ein Moment. Ja, Also ja, natürlich. bis zum nächsten Mal. Adios, amigos. Und amigas. Eben so, tschüss zusammen.